praktische Autoprüfung in der Schweiz ist einfach etwas. Nicht nur, dass jeder Kanton irgendwie sie halbwegs ein bisschen anders macht, sondern dass auch noch jeder Fahrprüfer seine 1-2 Punkte hat, die er gerne möchte sehen. Und wenn die stimmen, ist alles okay. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, in meiner Fahrprüfung, ich kann nur rückwärts fahren. Und halt den huren Scheiß Rechtsvortritt, aber ich habe es bestanden. Während andere Leute mir am erzählen waren, ja, sie müssen rückwärts parkieren, Vollbremse haben sie müssen machen, rückwärts um Kurven, Berg anfahren, alles Mögliche. Ich meine, der praktische Teil fängt ja schon ganz weit hinten an, nicht nur bei der Prüfung. Also das erste Mal fahrst du mit dem huren L die ganze Zeit rum. Ja gut, das L ist mir übrigens auch geklaut worden, weil ich ein Magnetli hatte und es nicht weggenommen habe vom Auto. Bro, wer klaut das L für 5 Stunden? Bro, das L kostet 5 Stunden. Während andere neben dir aber vorbeifahren oder dich überholen und fahren mit einer Hand und die andere Hand irgendwie draussen vom Auto irgendwie voll gechillt, fahrst du, als ob du dir in die Hose geschissen hättest. Beide Hände am Lenkrad. Jawohl, ja, gerade Rücken, jawohl. Und kaum fahrst du nur mit einer Hand. Das darfst du nicht, Max. Das ist saugefährlich. Die Kollegen währenddessen, dass sie irgendwie etwas am Trinken sind, mit den Knien am Steuern, Bro. Ich sage ehrlich, wenigstens habe ich beim allerersten Mal bestanden. Schreibt mal in den Kommentaren, wie viele Versuche habt ihr für die Fahrprüfung? Und was habt ihr alles müssen machen? Also rückwärts fahren, Vollbremse. Das würde mich auch interessieren. Aber zum Glück, ich sage ehrlich, nur noch 1 Jahr das grüne Hell und dann bin ich fertig damit.